Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es durchgeht. Leute, wir reacten jetzt auf ein Video von DAZN. Es kann sein, dass ich im Nachgang, wenn da irgendwelche Spielszenen drin sind, dann wird das von der FIFA oder UEFA gesperrt. Dann werde ich das rausschneiden. Es kann also sein, dass dann mal irgendwie ein Schnipsel fehlt. Ansonsten kann es aber auch sein, dass DAZN das direkt wegsperrt. Das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Wir probieren es einfach mal aus. Und in diesem Sinne, der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar, liked das Video. Ja, ihr wisst, was zu tun ist. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür. Und wir gehen natürlich rein in das Thomas Müller Interview auf DAZN zur Club-WM oder vor dem Achtelfinalspiel. Ja, und gucken mal, was der Thomas so zu erzählen hat in seinen letzten Tagen. Thomas, dann danke für die Zeit hier. Gerne. Im Club-WM Wahnsinn. Es geht in die heiße Phase. Jetzt heißt es fressen oder gefressen werden. Sie kennen diese Turniere. Wie ist das Gefühl, bauchkribbeltechnisch zu beschreiben? Was verändert sich? Ja, noch geht's. Also ich muss dazu sagen, Der Müller hat ja auch schon alles erlebt, Alter. Ja? Für den kribbelt da gar nichts. ich habe das natürlich schon ein paar Mal erlebt. Ja. Aber es ist einfach so, du hast dieses Wissen, wir fahren zum Auswärtsspiel. Also haben wir ein Auswärtsspiel, also wir fahren auf jeden Fall. Die Reise fühlt sich wie ein Auswärtsspiel an, weil wir natürlich einen Tag vorher anreisen. Wir fahren zum Achtelfinale, zum Spiel gegen Flamengo und wissen natürlich vorher nicht, ob wir weiterkommen oder ob wir nach Hause fahren. Und dementsprechend ist natürlich jetzt der Druck da, dass jedes Spiel das Entscheidende sein kann. Und natürlich auch das Letzte für Thomas Müller beim FC Bayern, oder? ich hatte das Gefühl, dass wir die Spiele vorher auch schon sehr, sehr seriös angegangen sind. Immer natürlich mit so ein bisschen einem anderen Ansatz, einem anderen Approach, Tabellenkonstellation und so weiter und so fort. Aber dass sich eigentlich nicht viel ändert. Die Mannschaft ist sehr kompetitiv. Wir haben genügend Spieler dabei, die wissen, worauf es ankommt. Also für uns kann es eigentlich keine großen Überraschungen geben. Es geht halt darum, bringen wir unsere Leistung, bringen wir die Leistung umgewandelt in ein Ergebnis, das uns dann auch weiterbringt. Und vor allem, wenn es dann in den K.O.-Spielen um die Details geht, da brauchst du auch immer dann ein bisschen das Quäntchen Glück auch auf deiner Seite. Ja, das stimmt. Ich denke mal, wir haben es gestern auch gesehen mit dem Spielverlauf. Oder mit dem, ja, Glück würde ich es gar nicht nennen, aber mit dem Momentum einfach, ne? Mit dem Doppelschlag da mit so einem Eigentor, mit so einem abgefälschten Ball, der dann reingeht von Harry Kane. Wobei das zweite schon hoch verdient war mit der Aktion da von Upa und so weiter. Gerade vor den Toren, hinten und vorne. Jetzt haben Sie natürlich super viel Turniererfahrung, Mannschaftserfahrung auch. Sie entwickeln ein gewisses Gefühl für die Gruppe. Inwiefern können Sie diese WM-Zeit schon so ein bisschen einschätzen? Hat so 2014er Vibes? Ja, das ist mit den 2014er Vibes. Die Vibes, die hatten wir auch mal vorher und nachher und dann war kein erfolgreiches Turnier am Ende dann gestanden. Und wir haben eine gute Gruppe. Das wusste ich auch schon vor 3 Monaten und dementsprechend bin ich auch nicht überrascht, wie gut wir hier als Gruppe agieren, wie es in den Trainingseinheiten läuft. Es gibt keine Anpassungsschwierigkeiten, wir kennen uns. Der Trainer hat die Zügel in der Hand, der gibt den Takt vor und fordert viel. Und dementsprechend sind wir gut vorbereitet. Und trotzdem gibt es eben andere Mannschaften auch, die das Gleiche von sich behaupten. Und wenn man anschaut, auch wenn man in die anderen Gruppen reinschaut, immer diese Diskussion natürlich mit, wer ist jetzt der Favorit, welche Namen. Natürlich, Paris Saint-Germain ist Champions League-Sieger. Die sind aktuell das beste Pferd im europäischen Stall. Und trotzdem sind sie schlagbar. Genauso ist es bei uns. Ich glaube, jeder, der uns analysiert. Jede Mannschaft ist schlagbar. Ja, wie gesagt, gerade auf diesem Niveau dann kommt es auf Kleinigkeiten an, Tagesform, ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn da ein Spieler ist, der einen schlechten Tag hat, nehmen wir uns einen Upa, der oft genug Aussetzer hatte, neben Harry Kane, der dann die Dinger nicht macht,
und so weiter. Ja, da brauchst du gar nicht drüber reden. Auf dem super hohen Niveau ist die Leistungsdichte so eng, dass einfach Kleinigkeiten entscheiden. Klar, gehst du 4-0 unter gegen Paris oder mal unabhängig von dem Spiel jetzt, was kommen wird, dann kannst du vielleicht sagen, du hast einen rabenschwarzen Tag gehabt oder du bist einfach, die Klasse reicht nicht mehr aus oder sowas, aber das sehe ich nicht in unserem Kader. Wir haben ein paar riesige Baustellen, gerade zentraler Mittelfeld, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ansonsten, ich denke gerade in der Offensive, mal abgesehen von der linken Außenbahn, brauchen wir uns vor keiner europäischen Spitzenmannschaft verstecken, Alter, was das angeht. Ja. Und ich denke, mit Tah und Upper, wenn sich das weiter so entwickelt in die Richtung, wo es gerade geht, haben wir ein super starkes Innenverteidigerpärchen. Dahinter noch Minjay. Ja, die Außenverteidiger sind auch da gerade nicht so geil. Also wir haben schon ein paar Baustellen. Ich sehe uns jetzt auch nicht so in der, was weiß ich, die ersten 3, 4, 5 Mannschaften Europas sind, glaube ich, gerade ein Step vor uns auf jeden Fall. So ehrlich muss man sein. Ja. Dafür ist unser Kader gerade nicht stark genug. Also für mich, was so Conny Leimer und sowas anbelangt, das ist für mich kein Außenverteidiger auf einem super hohen Niveau, genauso wie auf der anderen Seite ein Guerrero oder ein Stani auf links, weiß ich nicht. Stani auf rechts würde ich mir wünschen, den da mal konstant zu sehen, ob er dann die Steps macht, dass er sich da auch mal ein bisschen einspielen kann mit einem Michael und so weiter, weil ich denke, auf lange Sicht gesehen ist ein Stani, wenn dann unser Rechtsverteidiger. Ja. Sehen wir gerade auch nicht. Ja, wir wollen jetzt keine Kaderanalyse machen. Ja, aber ich denke, ja, uns fehlen so 1, 2 richtige Granaten auf bestimmten Positionen, um zu sagen, wir sind wieder ganz, ganz vorne mit dabei. Ja. Aber man kann natürlich vieles als Mannschaft wegmachen. Ne? Ich denke, das hat auch gerade Inter Mailand gezeigt in der abgelaufenen Saison. Auch die haben jetzt nicht so den Kader, wo du sagst, boah, überragend. Ja? Auch da war es viele, viele andere Faktoren. Das ist ja auch das Schöne am Fußball. Jeder, der auf uns trifft, der weiß, was ihn erwartet und dass ihn sehr viel Ungemach blüht, wenn sie gegen uns spielen. Und trotzdem sind wir auch schlagbar, weil das ist nur das Schöne im Fußball, dass gerade im Fußball relativ viel möglich ist, egal wer Favorit oder Underdog ist. Wie sieht es bei Ihnen persönlich aus bei so einem Turnier? Sind Sie immer noch so rastlos wie mit 25, mit 21? Jogi Löw hat mal gesagt, den Thomas kriegt man nicht müde, der ist immer auf Achse. Also zumindest hocke ich nicht im Zimmer rum und warte darauf, dass endlich der nächste Tag beginnt, sondern wenn die Möglichkeiten stimmen und gerade wenn du mit Teams unterwegs bist, in größeren Gruppen und wirklich, wir sind ja auch top aufgestellt. Also der Verein hat für alles gesorgt, ob Tischtennisplatte, wir können schwimmen gehen, wir haben hier Cornhole, also Quiz, also Dart spielen. Also wir können uns als Gruppe beschäftigen, wir können uns miteinander so ein bisschen battlen in kleinen Spielen. Der Golfplatz ist gleich daneben. Dementsprechend finde ich schon auch in den freien Minuten genügend Beschäftigung, um auch eben diesen kindlichen Spieltrieb weiterhin gerecht zu werden. Jetzt kommt mit dieser Co-Phase natürlich auch ein Ende Ihrer Zeit beim FC Bayern natürlich unweigerlich ein bisschen näher. Es gab viele letzte Male. Letztes Champions-League-Spiel, letztes Bundesligaspiel, letztes Heimspiel. Das ist dann aber endgültig. Macht es die Endgültigkeit nochmal emotionaler bei Ihnen? Ja, aktuell spüre ich es noch gar nicht. Also ich bin voll irgendwie drin und es ist für mich völlig normal, hier zu sein und die Trainingseinheiten zu absolvieren und auch natürlich in Richtung Spiel zu arbeiten. Ich glaube, komisch wird es dann, wenn es wirklich vorbei ist, weil dann habe ich auf einmal keine Schedule mehr. Also da gibt es keinen Tagesplan, dem ich folge, obwohl ich es natürlich die ganze Zeit über gewohnt war, Teil der Gruppe zu sein, die dann einem gewissen Plan, ich werde auch keinen Trainingsplan über den Urlaub bekommen. Vielleicht werde ich verzweifelt anfragen, ja, was soll ich eigentlich während den nächsten 3 Wochen machen? Ja, ich glaube, das ist auch immer so der große Punkt. Ne? Vielleicht am Anfang nicht direkt. Jeder, der irgendwie mal das Problem hatte, dass er mal arbeitslos war, kennt das vielleicht.
So am Anfang ist man so, oh ja, geil, endlich habe ich mal irgendwie 2, 3 Monate frei oder so, aber spätestens nach Woche 4 wirst du rastlos, dir fällt die Decke auf den Kopf und so weiter. Das ist halt einfach so. Ja. Und da ist das ja noch mal krasser. Also das ist völlig durchgetaktet, gerade in der heutigen Zeit als Profifußballer. Ähm, und wenn du dann auf einmal, wissen wir ja noch nicht, vielleicht spielt er ja noch weiter irgendwo, aber wenn dann auf einmal so der Cut kommt, so, ja, jetzt kannst du machen, was du willst, ähm, kann ich mir schon schwierig vorstellen. Ja. Aber ich glaube, Aber natürlich Luxusprobleme war bei dem Geld, was man in seiner Karriere verdient hat, ist das natürlich keinerlei Vergleich mit uns Otto Normalverbraucher. Ja. Also, wenn ich die Wahl hätte, ob ich jeden Tag arbeiten gehe oder ich hätte das Geld, um zu sagen, ey, ich mache nur noch das, worauf ich Spaß habe, ja, ich denke, da sind wir uns alle einig, ja, das ist bei jedem die Antwort die gleiche. Ne? So, und er hat halt diesen Luxus, oder Profifußballer haben diesen Luxus. Ja, ja. Wenn er unbedingt weiter kicken will, dann geht er irgendwo hin, wo er noch kicken kann und sagt, scheiß aufs Geld. Aber das ist ja bei ihm auch nicht so, wenn man hört, oh ja, da könnte ich mir vorstellen, aber da ist nicht genug Geld da, schwierig, ja, das Thema aufzumachen. Aber wenn wir mal weggehen vom Fußball, also, was hat ein Thomas Müller für Sorgen, Alter? Gar nicht. Ja, kann machen, was er will. Er hat keine finanziellen Sorgen. ich komme dann schon ganz gut damit klar, aber dann wird es komisch, weil das ist ja dann erst die Phase, die anders ist, als ich es gewohnt bin. Jetzt ist es ja noch so wie immer. Die Lobhudeleien, die emotionalen Worte kamen natürlich in letzter Zeit auch super viel und auch völlig zu Recht. Ja, Von sehe wem ich auch gab es so. die Worte, die Sie am meisten berührt haben und warum? Also schön war es immer, wenn so ein bisschen mehr Inhalt dabei war. Natürlich, ich bedanke mich auch natürlich bei allen, die sich gemeldet haben, die insgesamt ja auch, wo ich das Gefühl hatte, und ich hatte bei ganz vielen Menschen, die sich im Fußballgeschäft aufhalten, ob Fans oder auch Verantwortliche aus anderen Vereinen. Ich habe sehr, sehr viel Wertschätzung bekommen und das auch gespürt. Natürlich, ich hatte auch echt eine tolle Karriere, das muss man schon sagen. Das ist schon sehr, sehr gut gelaufen. Und das habe ich auch gespürt, dass das von allen auch von Herzen kommt. Was vielleicht noch emotionaler war, wenn Leute dann so ein bisschen mehr ins Detail gegangen sind, warum sie denn irgendwie dankbar sind, dass sie mich getroffen haben oder warum die Zusammenarbeit so viel Spaß gemacht hat. Also einfach so ein bisschen noch mehr eine Kontext, inhaltliche Analyse oder Und nicht nur so, ja, ich bin jetzt, was weiß ich, Sportdirektor von Tuffatshausen und da hört ein großer Spieler auf, der große Verdienste hatte und dann sage ich, ja, Thomas Müller, bist ein Top-Typ, hast eine super Karriere und bla und so. Das hat natürlich, ja, ist natürlich schön zu hören, ja, wahrscheinlich, aber ich verstehe schon, was der sagt. Es ist natürlich schöner, wenn du was hörst von Leuten, die dir auch direktes Feedback geben können, so wenn das lange Wegbegleiter sind. Wenn so ein Uli Hoeneß beim FC Bayern ist, der alles miterlebt hat mit Thomas Müller zum Beispiel, solche Geschichten haben natürlich viel, viel mehr Inhalt und Wertigkeit als, was ich gerade gesagt habe. Ist auch völlig normal, denke ich. dann mal ein Kompliment. Das freut einen dann natürlich auch, wenn ich es nicht dafür getan habe, sondern am Ende habe ich die Dinge immer für mich selbst getan. Gar nicht unbedingt aus der egoistischen Sicht heraus, okay, ich tue nur Dinge für mich selbst, aber wenn ich jetzt jemanden motiviere oder in einem Training auch auf andere einwirke, Tipps weitergebe, ja, da steht keiner mit der Peitsche hinter mir, sondern erstens macht mir das auch Spaß, mit anderen Menschen zu arbeiten und auch zu leben, sich auszutauschen. Und es ist auch mein eigener Anspruch und mein eigener Antrieb gewesen. Und deswegen, man hört natürlich positive Worte trotzdem gerne, aber ich mache es nicht dafür, um am Ende dann irgendwo ein Kompliment, also es war nie Fishing for Compliments, sondern eher. Das glaube ich auch nicht. Also man kann über viele Leute im Fußball ja diskutieren, so, dass sie Schauspieler sind, aber ich glaube, man kann Thomas Müller ja auch einiges vorwerfen, dass er vielleicht auch nicht so dieser Strahlemann ist, wenn es um Kohle geht. So, muss man ihm das vorwerfen? Weiß ich nicht unbedingt. So ist halt einfach das Business. Aber wenn es einen Spieler gibt, der authentisch ist, dann ist es ein Thomas Müller. Ja, ich denke, das steht außer Frage, Alter.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Müller sich über so lange Jahre und auf diese Art und Weise verstellen könnte. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, einfach, ich bin meinen Überzeugungen irgendwie gefolgt Ja. und dementsprechend, ja, war natürlich schön und ist auch schön, wenn man ein bisschen gelobt wird oder auch mal ein bisschen mehr. Aber am Ende wäre es noch schöner, wenn wir jetzt bis ins Finale kommen. Sie sind jetzt zumindest keiner für die öffentliche Tränendrüse. Das haben wir bei der Meisterfeier gesehen. Da gab es einen Witz statt Tränen. Ist es Schutzmechanismus? Sind Sie dann im privaten, engen Raum dann vielleicht auch einen Ticken emotionaler? Nee, ich hatte eigentlich versucht, mir emotional wirklich viel Freiraum zu geben. Und falls eine Träne kommt, dann kommt eine. Ich habe auch, also man hat mich auch während meiner Karriere das ein oder andere Mal weinen sehen. Also ich hatte da nicht das Gefühl, ich muss da mehr einen auf cool machen. Aber ich beschreibe es immer so, ich wurde da auch gefragt, ob jetzt von meiner Familie oder auch von Freunden, Bekannten, ja, aber das ist ja so traurig und ist so traurig. Dann habe ich immer eher gesagt, ich fühle mich mehr wie der 90-Jährige, der schon mit 80 eine schlechte Diagnose vom Arzt bekommen hat, als jetzt der Mitte 50-Jährige, der auf einmal jetzt einen Autounfall hatte. Das war ja trotzdem eine komplett surreale Situation. Ich meine, jeder fängt an zu heulen und Sie erzählen Witz. Ja, klar. Ach so, ja. Klar. Wie gesagt, für mich ist es so, oder auch natürlich die Statistik, allein, dass ich Rekordspieler des FC Bayern bin, bei all den Größen, die da gespielt haben. Das heißt ja, ich habe länger durchgehalten und länger gespielt und mehr Spiele gemacht als alle anderen. Dementsprechend gab es da für mich und gibt es da für mich nicht viel Platz für, ja, darum traurig zu sein, sondern eher, hey, das war echt eine schöne Zeit. Und natürlich, jeder weiß, haben wir auch kein Geheimnis draus gemacht. Ich hätte mir gut vorstellen können, auch nochmal ein Jahr zu verlängern, aber dann ist es halt nicht so gekommen. Und das ist auch völlig okay. Dann drehen wir es mal um, da werden Sie auch Spaß dran haben. Wenn Ja, Sie gerne. der Mitspieler von Thomas Müller wären, Ja. was hätte Sie am meisten genervt? Genervt? Wenn ich mein Mitspieler gewesen wäre. Er hätte mich genervt, dass ich jemanden gehabt hätte auf meiner Position, der ein verdammt harter Konkurrent ist. Dem hätte ich erstmal vorbeikommen müssen. Ansonsten. Das Coaching wäre eine Sache, was mich teilweise genervt hätte. Ja? Wenn es darauf abgestimmt ist, alles gut, ja, wo Thomas Müller noch der große Leader war und so weiter, wo er dann die Kommandos gegeben hat vorne so, zum Pressen und so weiter. Alles fein, aber jetzt gerade unterm Winnie-Kompanie war es teilweise schon wild. Ja. Also wie er versucht hat, da rumzufuchteln, zu machen, zu tun und es hat einfach gar nicht mehr in diese Mannschaft gepasst und gar nicht mehr in dieses System auch von Winnie. Ja. Dass er da meint, er muss da den großen Dirigenten da vorne geben, so, ja, das wäre so, aber ansonsten gibt es nichts, was mich mich persönlich jetzt an den Spieler Thomas Müller genervt hätte. Thomas Müller hat, die Art und Weise hat mir gefallen, er war nie ein Schauspieler auf dem Fußballplatz, ja, er war auch nie so dieses überragend technische Talent oder sonst was. Thomas Müller ist so der Otto-Normalfußballer, der es geschafft hat. Ja, so vereinfacht ausgedrückt. Er hat natürlich ganz, ganz krasses Talent, was Räume angeht und so weiter. Was nicht jeder hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, es war schon oder ist noch eine einmalige Karriere, Alter. Ich hätte ja den Austausch auf diesem Niveau ja auch geliebt. Aber ich weiß, was du meinst. Also eigentlich aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, dass sich die anderen genervt fühlen. Ne? Sehe ich genauso. Sehe ich keinen. Gibt's nicht. Ja, die spielen natürlich auf sein Gelaber auf dem Fußballfeld an. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, aber nö, wäre nichts, was mich nerven würde. Aus meiner Sicht. Wenn ich wäre. Ja. Und mit mir zu tun hätte. Aber wenn ich versuche, die anderen zu sein und mit mir zu tun habe, dann gibt es einige Dinge, die natürlich denjenigen dann aus der Komfortzone etwas rauslocken.
Und dann wird es halt ein bisschen unangenehm. Und da müssen viele Spieler mussten da durchs Stahlbad gehen. Wir, aber vor allem die Mannschaft, wird dann ohne sie zurechtkommen müssen, das, was natürlich an jeder Ecke betont wird, in höchsten Tönen gelobt wird. Ihre Kommunikation, Ihr sozialer Mannschaftswert, der Verbinder, das Sprachrohr. Was macht Ihnen daran Spaß und wie hat sich diese Rolle über die Jahre verändert? Ja, wenn du ganz jung ins Team kommst, dann hast du erstmal Die Goschzahlen. nicht den Anspruch, nicht die Kompetenz und auch gar nicht das Verlangen Zumindest in seiner Zeit noch. Ja, heutzutage ist das vielleicht ein bisschen anders. danach, irgendwie dich mit mehr zu beschäftigen als mit dir selbst, weil erstens mal musst du erstmal selber klarkommen in so einem Haifischbecken Profifußball beim FC Bayern. Da geht es erstmal um Leistung. An sich beginnt alles mit Leistung auf dem Platz. Ohne der Leistung auf dem Platz und ja, dieses an die Grenzen gehen und immer auch diese Leistungsbereitschaft zu zeigen, hast du gar nicht den Respekt und eben auch nicht die Akzeptanz, Sprachrohr oder zumindest kommunikativ und verbindend unterwegs zu sein, zumindest nicht im größeren Rahmen. Ja, ist richtig. Ich habe natürlich schon immer auch eine Verantwortung dem Verein gegenüber und der Mannschaft und also nicht nur mir gegenüber, sondern auch des größeren Organigramms gegenüber gespürt und kann natürlich auch meine Qualitäten und Fähigkeiten einschätzen. Und die wollte ich natürlich auch immer mit einbringen, weil am Ende geht es darum, dass wir erfolgreich sind, dass wir eine gute Zeit haben. Und auf der anderen Seite, losgelöst von diesem Erfolgsthema, von dem FC Bayern-Thema, ist natürlich für mich eine Gruppe, das war auch früher schon so, wahrscheinlich in der Schule oder im Kindergarten, ist eine Gruppe von Menschen auch immer ja, ein Vergnügungspark, zumindest ein sehr interessantes Umfeld. Du hast ganz viele verschiedene Menschen mit ganz vielen verschiedenen Eigenarten, mit ganz vielen verschiedenen ja, anderen Ansätzen, mental, kommunikativ, und es macht ja auch Spaß, damit so zu jonglieren und was zu lernen, zu reagieren, zu analysieren, also einfach halt Menschen zu studieren und mit ihnen umzugehen. Und Ja, wenn man das so hört, kann man sich schon sehr, sehr guten Thomas Müller als Trainer vorstellen. Wa? Ja. Das werde ich unabhängig vom Fußball auch weiterhin mögen. Aber klar, hier kommt es natürlich automatisch zu so einer Gruppendynamik. Du hast viele Menschen beisammen mit einem gemeinsamen Ziel. Jetzt sage ich mal, sich in die Innenstadt zu stellen und einfach mal ein paar Menschen zu analysieren, das ist jetzt schwieriger, als wenn du wirklich in so einer Gruppe arbeitest und dann auch mal eben Schwächen siehst, Menschen, die auch eben ihre schwache Seite logischerweise auch mal zeigen dürfen und die du in Momenten erwischt, wo sie vielleicht eben auch einen Arm brauchen, wo sie Unterstützung brauchen, und auf der anderen Seite, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist auch mal Zeit für einen Schlag in den Nacken, dann gibt es auch mal einen. Also natürlich bei mir immer nur verbal, weil wenn ich körperlich das Schlagen anfange, dann habe ich schlechte Karten. Ja, ich sag ja, alles, was der Thomas so von sich gibt, spricht für eine Trainerkarriere. Die sind eben anderen meistens besser aufgestellt, die ganzen Gym-Brüder. Gym-Brüder. Das Zepter, das müssen sie ja dann noch irgendwie übergeben. Conny Leimer und Jo Kimmich konnte ich auch schon hier sprechen in den USA-Zeiten. Die hatten so ein bisschen Angst vor der Stille, die einkehren könnte. Wer ist denn Ihr Sprachrohr-Nachfolger, der natürliche Ja, Erbe? es muss kein, also wie gesagt, jeder. Es gibt keinen, es gibt auch nicht diese Typen, ja. Das ist immer, weiß ich auch nicht, was soll man da jetzt sagen, die Nachfolger. Ja, das wird es nicht geben. Thomas Müller ist Thomas Müller. Es ist ein Mensch, der hat eine Eigenart und Punkt. Ja. So, da kommt jetzt nicht, Thomas Müller hört auf und jetzt fängt auf einmal der an, aus sich rauszugehen oder was. Wilde Frage. Er hat seine eigene Art, mit sich selbst umzugehen und auch mit anderen Menschen umzugehen. Genau. Und es heißt nicht, wie gesagt, wenn es jetzt das Geheimrezept wäre, dass meine Kommunikation immer zu Titeln führen würde, dann hätte man mehr gewonnen. Ich habe auch war nicht so schlecht. Ich habe auch, ja, absolut nicht, aber ich habe auch bei absoluten Finale darum. Nightmares mitgewirkt. Ja. WM 2018, weiß der Kuckuck was, bei Bayern haben wir auch schwierige Zeiten zwischendurch erlebt und da war ich auch mit dabei. Da war ich genauso kommunikativ
Also am Ende gewinnt ihr den Titel halt doch in den Pfosten rein und im Vergleich zu in den Pfosten raus. Und deswegen werden die Jungs schon klarkommen. Wie gesagt, aktuell ist es auch so, dass der Trainer auch eine sehr starke Führungsrolle einnimmt, den wirklich vorweg geht und ja, da auch wenig Ja, hör mal weiter. Fragezeichen offen lässt und das Team selber ist lebendig. Es gibt wirklich Ja, man hört das schon raus so ein bisschen, ne? Dass ein Thomas Müller vielleicht auch nicht mehr diesen so, weiter geht's, ey. wirklich auch sehr viele offene, kommunikative Typen. Und ja, der Rest, das Spiel vor der Kamera, klar, da wird der Verein sicherlich Lösungen finden müssen. Wird wahrscheinlich keine finden, die erstmal da adäquat ersetzt. Aber da kümmert die da hier hinten, die sind schon am Scouten. Die sind schon am Scouten, aber klar, das habe ich mir natürlich schon auch zu eigen gemacht, dass mir das natürlich auch Spaß macht, ja, immer mal wieder ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen. Ist Ihnen gut gelungen, immer noch. Diese Fußballwelt haben Sie in- und auswendig studiert. Es gab wahnsinnige Momente, vor allem natürlich jetzt bei Ihrer Zeit bei den Bayern. Die offensichtlichen, klar, das waren die Titel, die rausstechen. Was waren die nicht ganz so offensichtlichen Momente, die Sie im Kopf behalten werden? Das eine Gespräch, der eine Zweikampf, das eine Training. Ich glaube nicht, dass es das gibt, oder? Also wenn es so viele Jahre, so viel auf diesem hohen Niveau, ja, keine Ahnung, wenn du vielleicht anwesend bist, wenn der Lisa Rasu dem Lothar mal eine Schelle gibt im Training, dann kannst du vielleicht mal eine Anekdote erzählen. Solche Geschichten vielleicht, aber ansonsten, dass man jetzt sagt, so dieses eine Dingen. Aber ich bin gespannt, wer weiß. Vielleicht hat er ja irgendwas. Ja, da gibt es so viele Momente. Also ich sag mal, Ja, es werden Gleich, viele ja. berichten, aber das hast du nicht nur im Profisport, sondern auch überall bei Teamsportarten, auch im Hobbybereich. Am Ende ist die Kabine ist wahrscheinlich die Basis, Ja, warum es auch, ja, was fehlen wird, in Anführungszeichen. Ja, auf Ich jeden habe jetzt Fall. auch keinen Plan, in welche Teamsportart ich vielleicht auch, ob professionell oder im Hobbybereich, dann eintauchen werde. Aber die Kabine ist es, das, was du, sagen wir mal, in deinem normalen Alltag eben weniger hast. Und wir haben es halt beruflich. Ja. Und da geht es einfach natürlich ein bisschen rauer zu, aber natürlich auch spielerisch tough. Und man braucht auch mal ein dickes Fell. Und trotzdem ist es eigentlich ein schönes Umfeld, um ja, miteinander da zu agieren. Dieser eine Moment, also tue ich mir schwer. Jede Epoche hatte so ein paar Momente, über die man erzählen kann. Wenn ich mich ganz am Anfang erinnere, da gab es mal ein Training, da sind sich fast alle an die Gurgel, weil da hat der Louis van Gaal mal 2, 3 Fouls nicht abgepfiffen und dann haben alle die Stollen nochmal nachgeschliffen und haben gesagt, okay, dann spielen wir heute ohne Foul. Dann ging es richtig los, da sind sich die Holländer an die Gurgel, der Van Bommel und der Arjen Robben. Aber nichts Wildes. An sich der Arjen ist mir auch mal an die Gurgel, ich glaube nach einem Spiel in Bremen. Also es gibt so viele Erlebnisse, die du mitnimmst, einfach ja, Emotion, geteilte Emotion, ob mit Fans oder Mitspielern oder mit den Trainern und ja, das ist am Ende das, was hängen bleibt. Und das wird auch das sein, was am meisten fehlen wird. Wenn das auf einmal alles wegfällt. Also könnte ich mir schon vorstellen. Jetzt haben Sie Ihren eigenen Karrierefilm schon vorgestellt. Das fehlt noch so ein bisschen die Zukunftsfrage. Die USA lechzt nach Ihnen. Ich glaube, jeder TV-Sender wird spitz, wenn es darum geht, dass vielleicht ein möglicher Experte wartet. Der romantische Fußballfan kann sich kein anderes Trikot vorstellen. Womit kriegt man Sie rum? Und wie und wann wollen Sie das entscheiden? Ja, grundsätzlich muss ich natürlich eine Vision vorgelegt bekommen, weil es geht jetzt natürlich nicht darum, einfach nur für ein paar Monate irgendwo zu unterschreiben, sondern ich will mindestens noch 10 bis 15 Jahre weiterspielen. Also
Also es geht ums Projekt, oder? Das ist doch immer das. Ich habe auch schon immer in der Bettwäsche geschlafen von dem Verein, Aber die kann man ja der wechseln. jetzt dann auf mich zukommt. Also das kriegen wir schon hin mit dem Photoshop. Ja, lauter ein Punkt, ne? Das ist halt heute, also deswegen, du kannst den Leuten das heutzutage auch nicht mehr abnehmen, ne? Wenn da einer, ich meine, wir haben oft genug drüber geredet, man sieht es oft genug, das Verhalten der Spieler. Also, ich habe es 100-mal gesagt, in der Vergangenheit, beim FC Bayern spielt kaum noch ein Spieler, der beim FC Bayern spielt, weil es der FC Bayern ist, sondern einfach, weil wir die meiste Kohle zahlen. Punkt. Das kriegen wir schon dann kommuniziert. Nee, Spaß beiseite. Es ist relativ einfach. Irgendwie muss das Gesamtpaket passen und das ist aber wieder relativ schwierig. Eine Alliteration hätte ich dabei. Ja. Messi, Miami, Müller. Klingt das gut? Also grundsätzlich würde ich mich nicht wehren, mit Messi zu spielen, aber ich habe jetzt zu Miami keinen direkten Kontakt. Gut, dann kommen wir noch zum Abschluss. Nochmal in die Rolle geschlüpft. Wenn Thomas Müller Ihr Mitspieler wäre, was würden Sie ihm zum Ende der Bayern-Karriere sagen und erzählen? Ja, ich will mich bei ihm bedanken, ihm alles Gute für die Zukunft wünschen und sagen, ja, schaust halt einfach auch mal in ein paar Monaten wieder vorbei. Oder wir machen mal privat was, gehen mal auf eine Golfrunde, danach im Biergarten und reden ein bisschen über Fußball. Und dann waren das 25 Jahre, das ist unfassbar. Ja, je nachdem, wie weit man zurückgeht. Da habe ich in der Jugend, seitdem habe ich meinen Mitgliedsausweis, ja, das stimmt. Aber irgendwann muss man auch mal anfangen. Wunderbar. Thomas, vielen Dank fürs Gespräch. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Viel Erfolg für diese Club-WM und viel Erfolg. Ja, sehe ich genauso. Schönes Gespräch. Mal ein bisschen ruhiger, weil natürlich auch da nicht irgendwie nach dem Spiel und sowas nicht ganz so nur diese lustigen Phrasen. Ganz interessant. Und alles, was er so geäußert hat. Also erstmal, ich meine, wir haben in letzter Zeit auch viel über Thomas auch draufgehauen, weil er einfach nicht den perfekten Zeitpunkt gefunden hat, seinen Fußballschuhe an den Nagel zu hängen bei uns. Leistungstechnisch reicht es einfach nicht mehr für das Level. Ja. Das hat man die letzten Wochen und Monate, aber auch schon das letzte Jahr gesehen. Das reicht halt einfach nicht mehr. Ja. Oder es passt halt nicht mehr nach dieser Umstellung mit so einem klaren Stürmer, so einem klaren Strafraumstürmer, wie es ein Levi war zum Beispiel und so weiter. Und dann ist ein Harry Kane da jetzt, der die Räume ja auch besetzt, die ein Thomas Müller sonst besetzt, ja, wenn wir ehrlich sind und so weiter. Spielt natürlich auch alles ein bisschen rein. Aber das schmälert ja in keinster Weise seine Karriere bei uns. Ja. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass er bei uns noch ein Jahr dranhängt, so als Teilzeitprofi, aber dann hätten wir natürlich auch das Gehalt um 3/4 kürzen müssen und darauf hätte sich Thomas Müller wahrscheinlich nie eingelassen. Wenn man gerade mitbekommt, was da für Zahlen im Raum stehen bei den Gerüchten, die da so sind, sieht man das auch ganz gut, denke ich. Aber alles, was er so erzählt hat, hat Hand und Fuß und ja, alles, was er erzählt, ist natürlich, wenn man ihn zuhört, schon eine sehr, sehr gute Grundlage, um irgendwann mal ins Trainerbusiness einzusteigen. Und wenn es nur in der Jugend wäre, ich glaube, da könnte Thomas Müller jede Menge weitergeben. Ich bin sehr gespannt. Ich bin erstmal gespannt, wo es ihn hin verschlägt. Ich denke, er wird noch 2-3 Jahre Fußball spielen. Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen. Zumindest, wenn er die Lust hat, Deutschland zu verlassen. Das weiß man ja nie. Ne? Ist ja alles dann eine Umstellung. Ne? So, das wird man sehen. Wünsche ihm natürlich nur das Beste und freue mich natürlich darauf, einen Thomas Müller auch beim FC Bayern in irgendeiner Art und Weise irgendwann wiederzusehen. Ja, und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.